Haut 15. Sonntag am Joreskreis begräßen Sie ich aus der Kathedral, mir dro Funheit Sondesmass. Et singt Choralskola von der Kathedral unter der Direktion vom Domorganist Paul Breich, der noch den Urgel positiv spielt. Nom Introitus dum Clamarem sangen wir die 16. Mass, de Proprium vom 15. Sonntag, Envoi tes messagers, Magnificat 1060, an als Schlusslied Salve Regina. De Paul Breich spielt als Sorti Sanctorum Meritis vom Gérant Titelose. Am Numm vom Pap a vom Sonn a vom Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leif Leiit hei an der Kathedral, alle alle goe, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sit. Haut 11. Juli wie eigentlich d'Fest vom Heilige Benedikt, Gründer vom Benediktiner Orden, a Schutzpatron vun Europa. Me liturgisch muss des Fest dem Sonntag am Joreskreis weichen. An Dach wëllmer dem Heilige Benedikt zu ehren, des Mass virun allem mat gregorianischem Choral gestalten, déi bis haut vun de Benediktiner heich gehalleget, an noch hei an der Kathedral, als e Schatz vu kirchlicher Musik an Gesang. Trede mat dem Herrgott lo entgéint a fromer fir d'Eicht Verzeihung fir Sünd a Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du bist unser Ziel. Du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit und führst sie auf den rechten Weg zurück. Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft zu meiden, was diesem Namen widerspricht, und zu tun, was unserem Glauben entspricht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir Revolution soen, denken nicht wenig Leid um die Französische Revolution. Viele Menschen sind durch gewaltsam umgekommen und haben gut verloren. Die echt bedeutend friedlich und heilsame Revolution von der Menschheitsgeschichte war d'Optreden an die Botschaft von Jesus. Keine Revolution nur menschliche Kriterien, mehr nur der Logik von Gott. Mit Jesus singem Optreden als an engemsten Appell verbunden, den Chaos von der Welt an die Reihe zu bringen. 12 Männer, das wissen wir aus dem Evangelium, schließen sich dieser Idee an. Sie sind von Jesus fasziniert, also sie von ihm gerufen. Wir wissen nicht über die Fähigkeiten oder den Charakter von diesen Männern, ob sie besonders geeignet waren. Jedenfalls haben sie sehr von ihrem Meister gelehrt. So wäre also ganz am Anfang, so hat es angefangen. Der Jesus wählt der 12 aus, schickt sie raus in die Leute, an die Gesellschaft. Damit stößt eine Bewegung an. Dass sie so ein grosses Succès hat, aber bis heute nach kein Ende gekommen ist, das ist eigentlich unglaublich. Und doch wäre das so. Und nur Ostern, nur der überwältigenden Erfahrung von der Auferstehung von Jesus, da hat die Bewegung nach ein Kehr ganz andere Dimensionen angeholt. Die Aposteln ziehen an die Wälder raus, der Paulus missioniert bei den Heden, christliche Gemeinschaften entstehen in Kleinasien, Griechenland zu Rom. Da geht es mir kompliziert. Die Zuständigkeiten müssen geklärt gehen, Ämter entstehen. Es muss schließlich eine Ordnung, eine Struktur geschaffen gehen, wenn eine Gruppe sich organisiert. Die kleinbescheidene Jesus-Bewegung verändert sich zwangsläufig, wie sie eine unerkannte Religion gibt. Wir immerhin sind an der Geschichte vom Christentum Missionaren an die Welt gezogen. Dax reisen sie zu pur, mit wenig Habseligkeiten, unter abenteuerliche Konditionen. So wie am Anfang von der Jesus-Bewegung. Für möglichst viele Menschen und Völker auch an den entlegensten Gegenden von der Welt die frohe Botschaft zu bringen. Dass die göttliche Revolution haut vielfach auf Unverständnis stößt, ist nicht so neu. Das war schon zum Jesus seiner Zeit so. Das mischt aber nicht. Hier schickt Jünger trotzdem heraus, wohl wissend, dass es schwer sollt gehen, als sie nicht geschenkt kriegen. Auch haut rief der liewischen Herrgott Menschen als ihn notfollig. Nimme wenig lassen sich aussprechen. Nach mehr wenig sie berät, sich schecken zu lassen. Die pur, die sich rufen nach schecken lassen, stößen haut wie demals ob Unverständnis, jo Opposition. Auch haut geht es Dämonen, die die Welt an den Chaos stürzen, brüchig machen.
Me an des brechig Welt rief de Jesus Nachfolgerinnen an Nachfolger, als gedeefte Christen oder an engem kirchlichen Dienstamt, für das die göttliche Revolution zumindest woer geholt soll gehen, auch was sie bei vielen Zeitgenossen aufprallt. Lief Leid, als Lützeburger Kirche hat diesen Ablack so gut wie gut keine Vokationen mehr. Weder Laien noch Priester. Aber wir steuern unausweichlich auf eine Katastrophe zu. Wir rennen wieder den Mauer, so sicher wie Titanic gegen den Eisberg. Dummer das Fortbestehen vom Christentum heute zu Lützeburg fundamental auf froh gestaltet. Wie das Leid sich an der Christus nachfolglich an Urden, der Pastoral, der Katechese, als Diakon oder Priester rufen, erschecken lassen, braucht eine gute Disposition eiserseits dafür. Eist Wohlwillen. Für allem Bierden von der Kirche, gebiert von den Christen, gebiert von uns alle Gur. An der Jesus ermutigt uns, dass wir all, egal wo wir stehen, und der friedlicher, an heilbringender göttlicher Revolution teilholen. Den Auftrag ist klar formuliert. Geht a verkündigt Evangelium, die gute Nachricht den Menschen all. Ruft sie ab, umzudenken. Heilt Kranker, macht Gutes. Aber was sie nicht ob ich lauschtern, los dich nicht decouragieren. Mir geht der Weg weiter. Rüsselt de Stöps von ihre Face. De Stöps von de Face rüsseln. Des Redewendung leifren als quasi sprichwörtlich an ein Spruch ergang. Der Kontext am Markus Evangelium ist klar. Der Jesus schickt seine Jünger zu 2 an 2 op de Weg, für seine Botschaft an Landerand zu drohen. Er lässt sie partizipieren aus seine göttlichen Befugnisse, sodass sie ziemlich erfolgreich sind. Gleichzeitig müssen sie auf materielle Annehmlichkeiten verzichten, aber mit Einschränkungen leben. Kein Proviant oder sonstige Reserven, kein Sohn an der Tasche, just dezent Kleidung. Das Einzige, worauf sie sich verlassen können, ist, dass jeweils in anderen dabei ist, weil sie gehen immer zu 2 auf die Reise geschickt. So gießt er an Ungewisst. Und Jesus kalkuliert ausdrücklich an, dass das gut gehen kann oder auch eben nicht. Wenn sie abgeholt gehen, a Geheier fanden, okay. Wenn nicht, da sollen sie die Stöps von ihren Füßen hochfröseln und weiterziehen. Ob das dann das verzichten, spätst du rabbelt es bei uns. Und denk mal an die Pandemie, die uns ja auch zu allerhand Verzicht kondamniert hat. Es gibt Situationen, die sind noch einmal da. Ob die kann ihn sich durch nichts an der Welt vorbereiten. Und da gibt es doch keine materielle Aufsicherung. Aber wie je gedeis bewusst, wenn es darauf ankommt, hilft am Leben kein Besitz, keine Reserve, und es gibt keinerlei Garantie für die Zukunft. Da muss ihn heinst du einfach da wieder, drauf Platz. An der Literatur hat Franz Kafka das Einsicht formuliert als enger Parabel Der Aufbruch. Den Dinger möchten Herr darauf aufmerksam, dass er für seiner langer Reise kein Proviant angepackt hat, für einen Weg zu verzieren. Den Herr antwortet, trägt wie so lang und so weit, dass der Verhängere gibt, wenn er nicht in einer Weg etwas ging fanden. Ein eiserne Reserve gibt da nicht helfen. Als das dieselbe Erkenntnis wie heute am Evangelium? Nicht ganz. Es gibt 2 wichtige Unterschiede. Erstens, als Ziel von der Reise beim Kafka Werk von Unzufriedenheit markiert. Fort von Hai heißt es lapidar. Wer die Differenz zum friedlichen Auftrag von Jesus, Reich Gottes zu verkündigen und anzupflanzen. Und zweitens zieht dem Kafka seine Figur lang fort. Eng existenziell Einsamkeit gëtt spielbar. Ganz ähnlich Jünger vom Jesus, die zu 2 an 2 gehen, als sich gegenseitig steipen. Da das doch wat bis haut zielt, van Leben als für quasi unlesbar die 4 stellt. Vertrauen op Gott hun, an aktiv solidarisch inner den Nähen sinn. As besser wie all Assurance an all Portemonnaie an der Poche,
so Garantie. Liebe Brüder und Schwestern, was seht das Evangelium, wo die 12 vorausgeschickt gehen, als gewöhnliche Christen, die ja nicht unbedingt eine spezielle Funktion haben oder zu einer Elite gehören? Wien, wann doch die gewöhnlichen Christen können haut eisen Zeitgenossen etwas von der Menschenfreundlichkeit wo Gott vermitteln. Durch das, was wir soen, und nach mehr das, was wir leben. Und sogar wenn eis Hände eitel wären, können wir den Glaube weitergehen, weil er frei ist und bereichert. Die französische Mystikerin Madeleine Delbrel hat erkannt, dass an dieser Zeit glaubwürdig Christsein bedeutet, ohne Sicherheiten in der Wesen. Das fängt damit an, dass wir den Herrgott nicht haben, mehr an der Armut von einem ganz gewöhnlichen Leben fanden. Sie rekommandiert: Partez dans votre journée sans idée fabriquée d'avance, sans projet sur Dieu, sans connaissance sur lui, sans bibliothèque, à sa rencontre. Partez sans carte de route pour le découvrir, sachant qu'il est sur le chemin et non au terme. Laissez-vous trouver par lui dans la pauvreté d'une vie banale. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wo Jesus Christus sie mir auf den Weg geschickt bei die anderen Menschen, hielt an Eis Ulayes Dromalo hei am Gebiet zu summen. Wir beten für die Kirche, die Großgemeinschaft von den Christen, die am Wort und am Handeln segnen soll gehen von der guten Nachricht. Christus heia uns. Wir beten für unseren Papst Franziskus, der sich von seiner Operation erhält, und mit der Hilfe vom Heiligen Geist dein Wort an der Weltkirche weltweit verkündigen. Christus heia uns. Wir beten für die Politiker und Diplomaten, die in andere Länder entsandt werden, um in schwierigen Situationen zu verhandeln und Lösungen des Friedens suchen. Christus, höre uns. Nous prions pour tes messagers découragés par le peu d'intérêt et d'accueil pour l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour les personnes qui accueillent tes messagers et leur assurent de bonnes conditions pour accomplir leur mission. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für uns Leverstoven, die für sich tun, an ihrem Leben nur Dingen Wort zu leben, an lo ob der Füllung an Dingen Reich hoffen. Christus, heia uns. Herr Gott, gute Pap, wir können Dinger Barmherzigkeit all eis Sorgen aufvertrauen, an du durch Manner belascht, am mei frei eise weh, nur Dingen willen Firu goen. So biet mir immer zu dir, durch Jesus Christus, eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Gott, sieh auf dein Volk, das im Gebet versammelt ist, und nimm unsere Gaben an. Heilige sie, damit alle, die sie empfangen, in deiner Liebe wachsen und dir immer treuer dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius Trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine discretione sentimus. Ud in confessione vere sempiterneque Deitatis, ed in personis proprietas, ed in essentia unitas, ed in majestate adoretur qualitas. Quem laudant angeli, atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Ja, du bist hellig, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit. Dafür beten wir dich, mach das Goven hellig durch dein Geist. Lose für eis zum Leib und zum Blut gehen von dem Jungen unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gouf, von den Tod auf sich geholt hat, du hält den Brot aus in Händen, seht den Dankgebet, bricht Brot, regnet seine Freunde seht, holt an erst alle gut davon, dat teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirlich, se der Rimmen Dankgebiet, riecht de Kirlich singe Frin seht, holt an dringt alle gut raus. Der teierste Kirlich mat mingem Blut, Blut von neien an ewige Bund.
Et fließt für ich an die viel einer für dat Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben, dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstuhl feiere mir, bis du kannst an Herrlichkeit. So feiere mir, heilige Pap, d'Undenke von dem Jung, der für uns gestorben an Oberstanas, an so affirmer dir Brot vom Leben, an der Kirche von der Erlesung. Wir sohn dir merci, weil du seist Beruf, für von dir zu stohlen, an dir zu dingen. Wir beten dich, los seist Teilholen Leib an Blut von Christus, dat ma eend gehen durch den Heiligen Geist. Denk und den Kirche aus dat Welt, los dei Volk Fussen an der lebt. Zusammen mit unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, singen Weihbischof Leo, mit den Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen von dieser Kirche. Denk an alle als Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen. An all die anderen, die an dieser Not gestorben sind. Hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmam, der Trägerin am Lied, dem Heiligen Josef, mit den Aposteln, dem Heiligen Benedikt, an all denen, die Gnot von tu bei dir, sind dort Welt besteht. Mit ihnen all, los seist dich Löwen an Ehren, durch der Jung Jesus Christus. Weil durch ihn, am Mattim, an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Ehr, lo an immer, an ewig. Amen. Und beten wir zusammen, so wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut eis täglich Brot, verzeih eis eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, wie mach eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die heilige Gabe. Lass diese Heilsgnade in uns wachsen, so oft wir diese Speise empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Wir hun d'Eucharistie gefeiert hei an der Kathedral an der Stadt. Och den nächste Sonntag iwwer Dromat Mass hei aus der Kathedral. An lo schalte mat zréck an den Studio.
Musik